Den Herr Campagna, Philosophieprof aus dem LGE, hat mit seinen Schülerinnen und Schülern von der 2MA ein Projekt über die wichtigsten Fragen aus der Literatur und der Wissenschaft und Leben gerufen. An dem Kader gouf am LGE eng Diskussionsrunde über das Thema organisiert. Mehr haben Profen und Schüler gefragt, was dann überhaupt von einer Feminisierung an der Schulkontinuen halten. Solle Kontinue vun de Schuldisziplinen, déi bei uns enseigniert gin, méi feminisiert gin, dat heescht méi Wirke, Entdeckungen, Erlichtungen vun Fra behandelt gin. Springen eng Initiativ dem Herr Campagna seng mat senger 2. als eppes wat wichte Chance fir eng Ouverture d'esprit, déi mégeneg bei Schidreng mënnem ka favorabel ginn. Ja, also ech persinnlich ging gut fannen, weil dann Schülerinnen so eine Art Idol hun, wo sie Robgucken können. Ich gebe so, dass das ja in den letzten Jahrzehnten geändert wurde und dass sie mittlerweile aber auch an der aktuellen Literaturszene relativ viele Fragen zur Verfügung hat, wo ihn eben auch lesen könnt. Trotzdem fand ich auch nicht, dass man sollen abhängig machen vom Sex von der Person, was man an der Schule für Sachen machen. Also wenn nicht wirklich von einer Frau ist, was da wäre das an der Schule zu lehren. Wenn man über Poeme schreiben, schätze. Poeten. Wir hören immer Männer, nicht mehr. Und ich fand, also Frauen müssten mehr integriert gehen. Also ich fand schon, dass mehr Kunst von der Frau soll zumindest an der Kunstfächer thematisiert gehen. Zum Beispiel Frida Kahlo, eine bekannte Künstlerin. Das soll imposiert gehen, quasi so ein Diktat an der Schule, weiß ich nicht. Weil es hängt immer vom Fach auf, vom Professor auf, auch von seiner Passion hängt es auf, was will gerne machen. Also ich schwätze zum Beispiel nicht immer vom Antoine Lavoisier, mehr von der Koppel Lavoisier, weil du bekannt genau eben noch, dass sie zusammen geschafft haben, dass eben just gerade an Naturwissenschaften relativ schwierig, weil do Frauen eigentlich nie also ganz wenig bedeligt waren effektiv, weil das einfach nicht der Rolle entsprach wird. Meiner Meinung nach könnten Kurse so bleiben, wie sie sind. Und soll nicht so gerne. Ich fand, soll aber aktiv recherchiert gehen, für ein bisschen mehr weibliche Autoren an der Literatur zu integrieren und auch an der Kunstgeschichte vielleicht mehr von weiblichen Künstlerinnen zu schwätzen, für das auch weibliche Schüler ein bisschen Vorbilder können haben. Wenn wir so Renaissance gucken, da waren halt Männer, die etwas gemacht haben, dafür ist es ziemlich schwer für Frauen etwas zu finden. Allgemeinsinnig gehen so eine Änderung von den Stundenplänen nicht fällig irgendwie etwas hat gehen. Literatur für Frauen oder für Frauen, ganz so konträr. Aber es sind allgemein keine Quoten. De Voltaire geht immer vorgehoben, mit dass Emilie du Châtelet, sein Amant, ihm am Anfang geholt Newton Physik erklärt wird. Wenn ihr Sicht findet, dann findet auch, dass für 2000 Jahren schon Marie Lajuif, wie zum Beispiel, ganz viele Geräte entwickelt hat. Also, also war ganz wenig bekannt gewesen. Das ist ja recht an der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert die Frauen eigentlich Recht kriegen, sich zu äußern, sowohl an der Literatur wie auch an der Philosophie. Es geht darum, dass die Frauen auch eine Identifikationsfigur kriegen. Es sind viele Frauen da, die aber am Laufe von den Jahrhunderten einfach vergessen oder eben ignoriert wurden, weil der Patriarchat den Platz von der Frau nicht immer dafür gesehen wird, wo Kultur und Wissen vermittelt wird. Ohne dass man aber an eine Diskussion gehen, wo Männer unbedingt fort müssen. Wenn in die Idee weiterspannt, dann müsste man ja auch aufhängen zu so, ja, ich will nur Weißautoren, dann muss ich auch genauso viel Schwarzautoren Respekt für denen holen, eventuell auch in Bezug zu den verschiedenen Religionen, Ungehörigkeiten oder vegetarische Autoren und nicht vegetarische Autoren, die eine Nation, die andere Nation, da kann man nicht mehr reisen. Wir lesen noch nicht irgendeinen männlichen Autor, nicht mehr weil ihn männlich, also nicht weil ihn das oder das, aber weil die Bücher dann irgendwas bringen an der Schule. La question, c'est de savoir s'il faut prendre des femmes juste parce que ce sont des femmes ou s'il faut améliorer le programme en qualité. Für mich ist das mehr einfach den Inhalt davon, wenn der gerade passend ist für das, wo die Inhalte, die sollen rübergebracht für die Schüler. Je prends comme exemple tout simplement l'auteur René Vivien qui n'était pas du tout au programme pendant des années, sous le simple prétexte qu'elle était une figure de proue du lesbianisme. Et je trouve que ces textes doivent être au programme, non pas parce qu'elle a défendu le lesbianisme, mais tout simplement parce que ce sont de très beaux textes qui ont une valeur littéraire et historique. Ich meine,
de choix vun enger œuvre literär soll nächster Stelle der Qualität vun dem œuvre sinn an net Geschlecht soll unabhängig davon erstatt. Letzten Endes geht es darum, dass wir repräsentativen Unterrichtskur haben, an dem alle guten Themen zu Spruch kommen. Und dann sind ich der Meinung, dass Frauen nicht ernst schreiben wie Männer. Oder umgedreht. Das würde bedeuten, dass Frauen ernst sind wie Männer. Und gerade das, so hören ich aus den Gender Studies, ist so nicht der Fall.